Aber es ist schön, wenn die Kinder auch bei uns im Dance eben nicht nur lernen, dass es toll ist, wenn man den Körper bewegen kann, zu Gottes Ehre tanzen kann, sondern wenn sie auch die Texte lernen, gewaschen im Blut von Jesus und schon früh lernen, was es heißt, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und was es für eine Befreiung ist, zu erleben, wie Jesus Sünde vergibt, wie Jesus uns auch verändert und wie das für eine Familie prägend ist, für die Familienbeziehungen. Und wenn wir heute Kindersegnung feiern, dann werden wir natürlich an diese große Freude erinnert, dass es überhaupt Kinder gibt. Und Kinder, sie müssen gar nicht viel machen und dann sind sie da und ein Lächeln verzaubert uns alle. Und nach monatelangem Warten der Geburt, dem Fiebern, ist es dann da und Eltern erleben Momente von tiefsten Emotionen. Also mir ging es so, für mich war es jedes Mal einfach ein Wunder. 2004 Tamina, 2005 Tamina und 2008 Anna und Vater zu werden und irgendwo diese Dankbarkeit, aber auch einen tiefen Respekt irgendwo zu haben. Wow, jetzt vertraut Gott mir Kinder an, also meine Verantwortung, irgendwo ihnen voranzugehen und ihnen zu zeigen, wie man lebt, wie man mit Menschen umgeht und wie man den Weg auch zu Gott findet. Und das ist eine riesige Freude und Verantwortung, aber man sagt ja eben auch, Kinder bekommen ist nicht schwer, Kinder haben dagegen sehr. Also dann kommt eben auch die andere Zeit. Und das ist diese Zeit, wenn wir merken, wir können Kinder nicht einfach kontrollieren. Kinder treffen ihre eigenen Entscheidungen. Und ich denke, alle Eltern kennen dieses Gefühl und diese Sorge. Wie ist es, wenn Kinder Entscheidungen treffen, die ihnen schaden? Wie ist es, wenn sie sich auf unkluge Beziehungen einlassen? Wie ist es, wenn es sich vielleicht der Gemeinschaft mit der Familie eines Tages entzieht, abdriftet? Und christliche Eltern haben auch die Frage, wie ist es, wenn vielleicht mein Kind gar nicht zum Glauben findet oder vielleicht davon abdriftet? Und wenn Kinder solche Entscheidungen treffen, dann tut das etwas im Herzen der Eltern. Es löst einen Schmerz aus, es löst eine Trauer aus, die man vielleicht gar nicht so gut in Worte fassen kann. Und genau um diesen Schmerz geht es heute in der Predigt, und zwar nicht von Eltern, sondern nochmal von einer anderen Dimension, wie Gott empfindet über uns Menschen, wenn wir auf seinen Ruf nicht hören. Und wir wollen lesen aus Lukas 13. Und hier sagt Jesus vermutlich seine emotionalsten Worte im ganzen Lukas-Evangelium an uns. Und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten tötet und die Boten Gottes steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne. Entschuldigung, ich habe schon im Vorfeld gekämpft, aber es sind diese Emotionen von Gott und ich habe sie selbst gespürt. Und wenn sie mal durchkommen, diese Predigt, bitte vergebt mir. Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel birgt, aber du wolltest es nicht zulassen. Und nun sieh doch, dein Haus wird veröden und du wirst mich nicht wiedersehen, bis du selbst rufst. Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Was war geschehen? Wir sind in den letzten Wochen durch das Lukas-Evangelium gegangen und Jesus, er kommt nun nach Jerusalem auf seine letzte Wegstrecke. Herodes bedroht ihn mit dem Tod und obwohl diese Drohungen zu Jesus kommen, ich liebe Jesus, er lässt sich von diesen Drohungen nicht aufhalten. Er sagt diesem Herodes, ich bleibe meiner Mission treu. Ich diene Menschen, ich heile Menschen, ich treibe Dämonen aus, ich bleibe meinem Auftrag treu. Und das ist das Wesen Jesus. Er bleibt seinem Auftrag bis heute treu, Menschen selbstlos zu dienen, durch seine Wunder, durch seine Macht, durch seine Lehre. Und er zeigte den Menschen damals und bis heute, wie Gott ist. Und Jesu Trauer, hier in diesen Versen, die wir spüren,
zeigt seine tiefe, tiefe Zuneigung zu uns Menschen. Und zugleich auch den Schmerz, den Jesus fühlt, wenn Menschen an Jesus und seinem Angebot vorbeigehen. Und ich möchte diesen Kernvers mit uns heute Morgen genauer anschauen und möchte ihn etwas auseinandernehmen und wir wollen etwas tiefer in diesen Text hineingehen. Wie oft, sagte Jesus, wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne. Und es spricht davon, dass Jesus uns vor dem Verderben rettet will. Was meint Jesus mit diesem Bild der Henne? Jesus verwendet hier ein sehr, sehr liebevolles Bild von einer Henne, die die Küken unter ihre Flügel nimmt, um sie vor Unwetter, vor Raubvögeln oder sonstigen Gefahren zu schützen und ihnen Schutz zu bieten. Ich wollte eigentlich unsere 3 Hühner heute Morgen mitnehmen, aber dann meinten meine Töchter wegen dem Tierschutz und so soll ich es lieber sein lassen. Aber ich habe euch wenigstens ein Foto mitgebracht, nicht von unseren Hühnern, ganz offen gesagt. Aber es zeigt uns etwas, was eine Henne tut. Sie nimmt sie in ihren Schutz und sie birgt sie dann auch komplett mit ihren Flügeln ab, sodass man die Jungen nicht mehr sieht. Und es gibt zahlreiche Beschreibungen von Naturbeobachtern, die schildern, wie Hennen ihren Nachwuchs unter ihre Flügel nehmen und sie dort verbergen vor Gefahren bis hin zu Bränden und bereit sind, sich sogar selbst zu opfern, damit ihre Küken überleben. Und diese ausgebreiteten Flügeln, von denen Jesus sprach, diese Henne, die da ist zum Schutz ihrer Küken, das war eigentlich ein Bild, das Jesus aus dem Alten Testament nahm. Wer das Alte Testament kannte, der wusste, es ist ein Bild auf Gott, das Gott wiederholt gebrauchte, um den Menschen zu zeigen, ich bin ein Gott, der euch schützen will. Ich bin ein Gott, der euch ruft unter meine Flügel. Ich bin ein Gott, bei dem ihr Schutz und Zuflucht und Bergung findet. Und damit sagte Jesus hier aber eben auch, dass er etwas beanspruchte. Er beanspruchte, auf derselben Ebene wie Gott zu sein und den Menschen etwas zu geben, das nur Gott geben kann. Und wie dankbar bin ich selbst, habe ich diese Bewahrung von Gott wiederholt in meinem Leben erlebt. Als junger Mann waren wir zu dritt, 3 Männer, in einem getunten BMW eines Tages unterwegs, durchs Engadin hindurch, wollten an den Gomersee runterfahren und auf dieser Straße nach hinten zum Laloya-Pass, es war nass. Ich weiß nicht, was auf dem Tacho stand, aber auf alle Fälle, plötzlich sagte der Fahrer, hebe die! Und wir haben uns irgendwo festgehalten, der Wagen kam ins Schleudern und kam dann abrupt zu stehen und in eine Mauer hineingeschleudert. Und ich kann nur bis heute sagen, Gott sei Dank war dort Gott mit seinem Schutz da. Das Auto war total schaden, die Pneus waren nicht mehr auf den Felgen. Und wir sind ohne Kratzer und Schrammen zum Auto ausgestiegen. Ich saß hinten, war nicht mal angeschnallt. Und ich denke heute so zurück und sage, Gott, wie dankbar bin ich für deinen Schutz in meinem Leben. Letzte Woche hatte ich die schlimmste Nacht meines Lebens. Wir waren als Vorstand der SPM, der Pfingstbewegung Schweiz, an einer Retrette in Liverpool. Der war kombiniert noch mit einer Konferenz. Und in der Nacht auf den Donnerstag bin ich aufgestanden und mir ging es so schlecht. Ich hatte irgendetwas mit meinem Magen. Ich bin zusammengebrochen im Bad. Mir ist der kalte Schweiß nur so runtergelaufen. Ich wusste nicht mehr, was tun. Ich hatte nicht mal mehr die Kraft, zum Telefonhörer zu gehen und der Ambulanz anzurufen. Und plötzlich nach einer halben Stunde ging es mir bedeutend besser. Am nächsten Tag, am Abend, als ich wieder fähig war, ein paar E-Mails zu lesen, schrieb mir ein Predigerfreund aus Finnland und er sagte, Matthias, ich habe dich letzte Nacht in einer Vision gesehen. Und ich habe dich gesehen, wie ich meine Hand auf dich gelegt habe und für dich gebetet habe. Ist alles okay bei dir? Und ich dachte,
Gott ist ein Gott mit unglaublichen Möglichkeiten. Er ruft Menschen zum Gebet, dann, wenn es nötig ist. Und ich habe Gott einfach nur Danke sagen können, dass er ein Gott ist, der redet, dass er ein Gott ist, der lebt, dass er ein Gott ist, der sich für uns Menschen einsetzt und zu unserem Schutz auch da ist. Aber was ist denn die eigentliche Bedrohung, um die es hier geht? Die wird uns erst im Zusammenhang klar. In Lukas 13, kurz zuvor, sagte Jesus, jemand fragte nämlich Jesus, Herr, werden nur wenige errettet werden? Und Jesus erwiderte, die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen stehen, klopfen und bitten, Herr, öffne uns. Doch er wird entgegnen, ich kenne euch nicht. Und etwas später sagt er, dann wird lautes Weinen und Zähneknirschen ertönen, denn ihr werdet Abraham, Isaac, Jakob und die Propheten im Reich Gottes sehen, ihr aber werdet hinausgeworfen. Dann werden Menschen aus der ganzen Welt kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Und was sagt Jesus hier in diesem Gleichnis von diesem Haus und von dieser Türe? Jesus sagt zunächst einmal, dass es nur eine Türe gibt. Und etwa an einer anderen Stelle hat Jesus gesagt, ich bin die Tür. Es gibt nur diesen einen Weg. Und er sagt, es ist eine enge Tür. Was heißt das? Dass es eine bewusste Entscheidung braucht. Eine Klarheit in der Entscheidung für Jesus. Und wenn Jesus hier sagt, bemüht euch, meint er damit nicht, dass wir versuchen, bessere Menschen irgendwie zu sein oder uns selbst zu ändern, sondern er sagt, worum es geht, ist 100% ernst, es ist kein Spiel. Und er sagt, es wird bei denen, die nicht durch diese Tür gegangen sind, Tränen und Zähneknirschen geben. Und das ist dieser schmerzliche Ausdruck einer Seele, die erkennt, ich habe es verpasst, die Gelegenheit zu ergreifen, um in den Frieden mit Gott zu kommen und in den Himmel. Und zugleich sagt Jesus, wird eine ganze Schar da sein aus der ganzen Welt und die werden ihre Plätze einnehmen im Reich Gottes. Nun, was heißt das? Wir reden manchmal etwas, vielleicht auch ungern über dieses Thema. Aber ich möchte es heute Morgen so sagen, heißt das, dass ich persönlich an eine Verlorenheit glaube, dass es Menschen gibt, die in den Himmel kommen und Menschen, die nicht in den Himmel kommen? Und liebe Freunde, heute Morgen möchte ich einfach das sagen, was Jesus sagt. Er sagt es sehr deutlich und klar. Man braucht kein Theologe zu sein, man braucht nicht an einer Universität studiert zu haben, um die Klarheit in den Worten von Jesus zu erkennen. Schaut, wenn Himmel und Hölle keine Realität wären, hätte Jesus nicht kommen brauchen. Dann hätte ein guter, charismatischer, wertebasierter Leiter, vielleicht so charismatisch wie Elon Musk und in seinen Werten so gut wie Jesus, gereicht, um dieser Welt zu zeigen und der Welt zu sagen, seid doch bitte liebe Menschen. Aber das hat eben nicht gereicht. Jesus musste sterben. Es brauchte einen Weg, um mit der Macht der Sünde, die wir nicht durch unseren Willen im Griff haben, zurechtzukommen. Diese Macht kennen wir alle. Ich denke, die berühmteste Popsängerin in unserer Zeit ist Taylor Swift. Und ich bin ihrem Lied Cancelled mal nachgegangen. In ihrem neuesten Album, wo sie böse abrechnet mit anderen. Und sie sagt in ihrem Lied, sie ist bekannt für ihre
Offenheit und Transparenz sagt sie, wenigstens kennst du nun meine Unterwelt und du weißt, wo es wirklich dunkel wird. Auch sie bekennt, da gibt es in meinem Leben eine Unterwelt und es gibt eine Dunkelheit in mir. Und sie singt letztlich für uns alle Menschen, weil es in uns allen steckt. Und liebe Freunde, dafür kam Jesus. Er kam uns aus dieser Dunkelheit zu erlösen. Nun sagt Jesus weiter, ja, aber du wolltest es nicht zulassen. Und wisst ihr was? Das spricht aber davon, und da sehe ich eine Hoffnung in diesen Worten von Jesus. Es spricht davon, dass wir eine Wahl haben. Dass wir eine Wahl haben. Es ist schon interessant, ich bin den Hühnern mal nachgegangen. Wenn die Küken rufen, dann haben sie ein ausgeklügeltes Warnsystem. Wenn sie die Küken zusammenrufen, also wenn es nicht akute Gefahr gibt, vergebt mir, wenn ich es nicht richtig ausspreche, weil ich war nie an der Hühneruniversität. Aber da ist es so ein weiches, lockendes Gru, Gru, Gru. Und das bedeutet für die Küken einfach, Mama sagt, kommet, gluckere. Wenn Bodengefahr droht, zum Beispiel ein Fuchs, ein Hund oder ein Mensch, dann wird es so guck, 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 guck. Und wenn Luftgefahr droht, ein Greifvogel, ein Falke, dann ist es so ein hohes, langgezogenes Tiet, Tiet. Ja, ich kann es nicht richtig, aber und dann geschieht etwas. Die Küken reagieren sofort. Aber schaut, die Henne kann rufen, aber reagieren können nur die Küken. Die Henne kann nur den Schutz anbieten. Laufen müssen die Küken. Ich bin zurückgegangen in die Bibel und ich habe mich so gefragt, ja, wie haben denn die Menschen damals auf Jesu Rufen reagiert? Ich denke an Herodes. Auch im Lukas-Evangelium, er wollte später Jesus sehen. Jesus, der sich ihm zur Schau stellt. Jesus, der vor ihm ein Wunder vollbringt oder so à la Action oder im Sinne der Römer Brot und Spiele. Aber er wollte ihn nicht als Herrn. Herodes ist an seinem Ego gescheitert. Und das ist erschreckend aktuell. Wie viele interessieren sich für Jesus vielleicht als kulturelles Phänomen, als Weisheitslehrer? Bis heute werden die Worte von Jesus in unseren Tageszeitungen zitiert. Coole Zitate von Jesus. Aber wie viele Menschen lehnen ihn in ihrem Leben als Erlöser ab, als Herrn ab, als der er wirklich ist und erkennen nicht, warum er wirklich kam. Und ich denke an die Mehrheit der Pharisäer und Schriftgelehrten, die religiösen Leiter. Und wisst ihr, das Paradoxe bei den religiösen Leitern war, sie verkündeten über Jahrhunderte die Hoffnung auf den Messias. Als er da war, waren sie die Letzten, die glaubten. Und liebe Freunde, vielleicht müssen wir uns heute auch fragen, ich habe unsere Weltkarte mal angeschaut und die Schweiz, wie viele werden als Christen bezeichnet? Aber liebe Freunde, Christ wird man nicht durch Geburt. Christ wird man, indem man auf dieses Rufen von Jesus persönlich reagiert. Weil Christ, was ist denn ein Christ? Ein Christ ist jemand, in dem Christus lebt. Und Jesus sagte zu ihnen, seht, euer Haus wird veröden. Und was heißt das? Was bedeutet das? Es bedeutet, euer Gotteshaus wird ohne Gott sein.
Und dann schaue ich in unser eigenes Land hinein und ich werde tief betroffen, weil in so vielen Häusern Gottes so vieles ist, aber nicht Gott. Ich erinnere mich an einen jungen Menschen, kam vor wenigen Wochen bei uns zum ersten Mal in den Gottesdienst, kam dann ein paar Mal und dann sagte sie, weißt du, Matthias, in eurer Gemeinde merkt man, welchen Menschen es wirklich um Gott geht und nicht um sich selbst. Und bei denen es um Gott geht, das sind die Menschen, die für mich interessant sind, Gott selbst kennenzulernen. Ich dachte, wow, was für eine klare Unterscheidung auf der Suche nach Gott. Aber es gab auch die anderen im Volk. Ich denke an Nikodemus, einen der Oberen. Er wandte sich Jesus zu, er kannte Jesus als den Messias und stand später mutig auf und setzte sich für Jesus ein. Aber schaut, bis heute ertönt dieser Ruf von Jesus, darf ich es mal sagen, dieser Hennenruf von Jesus, dieser fürsorgliche, aber auch warnende Ruf von Jesus. Er tönt zu uns, er tönt zu dir in unsere Gedanken, in unser Gewissen, in unsere Lebensumstände. Dieser Ruf von Jesus ertönt im Alltag, ertönt manchmal durch Freunde, ertönt, wenn wir vielleicht an einem Kreuz vorbeigehen, ertönt, wenn wir die Bibel in den Händen halten. Es ist dieser Ruf von Jesus durch einen Freund, durch eine Freundin, durch eine Predigt. Es ist dieser Ruf von Jesus, der sagt, komm unter meine Flügel. Wisst ihr, zu Jesus zu kommen, das kostet uns unseren Stolz. Wisst ihr, welchen Stolz? Es ist dieser Stolz, wo wir uns eingestehen müssen, wir scheitern an unseren Vorsätzen. Die Englischen würden sagen, we don't walk the talk. Wir leben nicht wirklich umfassend und beständig, was wir bekennen. Aber weißt du, da wird uns dann plötzlich diese Hoffnung in Jesus groß. Denn weißt du, was geschehen ist? Dieses Bild der Henne war nicht nur ein Bild. Denn Jesus ist diese Henne, die den Todesschlag des Volken erlebt hat. Jesus ist diese Henne, die durch die Feuerbrunst gegangen ist und der sein Leben für uns gelassen hat am Kreuz von Golgatha. Und das ist unsere Hoffnung. Sein Tod, der bezahlt für unsere Sünde, ist unsere Hoffnung. Nicht nur für die Vergebung unserer Schuld, sondern auch für das Leben in neuen Dimensionen. Für ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Für ein Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie oft kenne ich meine Unterwelt? Wie oft kenne ich das Abrechnen mit Feinden, wie Taylor Swift es sagte. Und dann merke ich aber, da gibt es eine Kraft in mir, die sagt, Matthias, ich weiß, du möchtest zwar, aber du musst nicht. Und das ist diese überwindende Kraft des Heiligen Geistes, die wir geschenkt bekommen durch Jesus. Das ist die Erlösung. Das ist diesen Ruf, zu dem Jesus uns, den wir heute Morgen hören dürfen. Und ich möchte hier noch weitergehen und du sagst vielleicht, ja Matthias, das weiß ich alles schon. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen in den letzten paar Minuten. Und das ist, dich zu fragen, auch wenn du Jesus kennst, hörst du seine Stimme noch in deinem Leben? Gestern Nacht, als ich im Gebet war, sprach der Herr zu mir und er sagte mir, Matthias, sag im Buch Eck, sag der Gemeinde,
Ich möchte eine Gemeinde, die es lernt, besser und tiefer auf mich zu hören. Wisst ihr, wir haben einen Gott, der spricht. Wir haben einen Gott, der spricht. Die Bibel sagt, früher zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen, zum Ansehen, zu den Finanzen, zum Ruhm, zum Prestige, zur Selbstverwirklichung. Jetzt aber, wohin zieht es dich, wo du Gott kennst? Es zieht sich nicht mehr zu den stummen Götzen, sondern zu dem redenden Gott. Das ist ein großer Unterschied. Und weißt du, Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Weißt du, was das heißt? Er will sprechen zu dir im Alltag. Wie zu meinem Pastorenfreund in Finnland, den Gott weckte und der für mich betete. Wie die Person, die heute Morgen gar nicht in den Gottesdienst kommen konnte, weil es ihr so schlecht ging. Und Gott sprach zu ihr und sagte, geh trotzdem, lass für dich beten. Schau, dieser Herr spricht zu dir im Alltag. Er spricht zu dir über deine Beziehung zu ihm. Er spricht zu dir über Entscheidungen in deinem Leben. Aber noch wichtiger, ob du die rote oder die gelbe Krawatte trägst oder gar keine, ist ihm, dass er dich leiten kann in der Art, wie du denkst, wie du über Menschen denkst, das Leben denkst, über die Werte Gottes denkst. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wann war es zum letzten Mal, dass Gott so zu dir gesprochen hat und du auf sein Reden reagiert hast? Weißt du, das sollte für uns, die wir Gott kennen, eigentlich eine tägliche Sache sein. Und ich glaube, dass Gott manchen heute Morgen zurufen möchte. Hör mal, ich rufe dich doch nicht nur für den Himmel, ich rufe dich in eine lebendige Gemeinschaft mit mir. Ich rufe dich in einen täglichen Dialog mit mir. Ich rufe dich, damit du im Alltag meine Stimme hören kannst. Ich habe mich so gefragt für euch Eltern, was würde Gott den Eltern heute Morgen noch mitgeben? 3 Dinge gab er mir spontan mit. Erstens, das Beste, was ihr für eure Kinder tun könnt. Erstens, betet für eure Kinder. Weißt du warum? Weil du sie nicht kontrollieren kannst. Der Einzige, der für sie da ist, 24/7, ist der Herr. Bete für sie. Zweitens, sei ihnen ein Vorbild, und zwar wie man Jesus nachfolgt. Das heißt nicht, dass du perfekt sein musst, aber lehre sie, wie man in der Ausrichtung auf Jesus lebt. Und drittens, bemüht euch als Eltern, ich bitte euch, bemüht euch, eure Kinder am Leben der Gemeinde Anteil haben zu lassen. Und die Bibel verheißt dir, wenn wir einen Menschen trainieren, einen Weg zu gehen, ist die Chance groß, dass er bei diesem Weg bleiben wird. Und weißt du was? Dann werdet ihr nicht Helikoptereltern sein, sondern Adlereltern. Das Beste, was ihr tun könnt als Eltern, ist, eure Sorgen über die Kinder Gott zu geben und zu sagen, wenn irgendeiner für sie sorgen kann, ist es der Herr. Ist es der Herr. Das erspart dir viele Sorgen. Aber darf ich dich fragen, kennst du diese Stimme des Hirten auch im Alltag? Kennst du dieses Rufen der Henne? Ich weiß, wir vergleichen Jesus selbst mit einer Henne, aber er tut es selbst. Kennst du dieses Gur, Gur, Gur? Komm zu mir. Kennst du dieses Tiet? Achtung, Gefahr. Schaut, wenn Jesus trauert, dann trauert er dann, wenn Menschen nicht auf ihn reagieren. Und das kann uns geschehen, ob wir bei Jesus schon sind oder ob wir noch gar nicht bei Jesus sind. Oder ob wir schon bei ihm sind und ihn schon lange kennen. Ich dachte so, Jesus sagt ja nicht nur, dass er trauert, sondern in Lukas 15 schreibt er, wie er sich freut, wenn Menschen hören und wenn Menschen reagieren.
Und wenn ich ganz offen sein darf, das ist die Gemeinde, die sich Gott wünscht. Eine Gemeinde, die hört und eine Gemeinde, die reagiert. Wollen wir noch ins Gebet gehen? Stehen wir doch auf zusammen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar für Jesus. Und oft ist uns gar nicht so bewusst, wie viel Liebe, wie viel Innigkeit und Zärtlichkeit im Evangelium von Jesus ist. Und Herr Jesus, ich bete an diesem Vormittag, dass jeder Mensch, der hier ist, in seinem Herzen heute Morgen dein Rufen hören darf. Und ich möchte zunächst mal fragen, wenn wir so im Gebet sind, und möchte uns einladen, dass wir unsere Augen schließen. Wie viele Menschen sind hier und sagen, hey, ich möchte mich heute Morgen ganz bewusst von Jesus rufen lassen, zu ihm zu kommen, ihn als Erlöser und als Herrn in mein Leben aufzunehmen. Ich brauche das. Wenn das dein Wunsch ist, ich möchte dich beten, heb doch für einen Moment einfach deine Hand und gib Gott so ein Zeichen. Ich spüre, diese Stimme gehört mir. Danke, danke, danke. Schau, das ist kein druckvolles Rufen von Gott, es ist ein liebevolles und zärtliches Rufen von ihm. Vielleicht ist noch jemand hier. Und ich möchte dich einladen, bete doch jetzt mit mir dieses kurze Gebet. Mit diesem Gebet sagst du, Jesus, ich komme zu dir. Du kannst es vielleicht so sagen, ich mache kurze Sätze, sprich es doch ruhig aus. Vielleicht können wir es als ganze Kirche sagen heute Morgen. Herr Jesus, ich höre dein Rufen. Und ich reagiere. Ich will nicht am Himmel vorbeigehen und im Verderben landen. Ich strecke mich nach deiner Gnade aus. Erlöse mich von meinen Sünden und schenke mir neues Leben durch den Heiligen Geist. Ich unterstelle mich bewusst deiner Herrschaft und will dir folgen. Amen.